Hallo und herzlich willkommen zum Finale der NASCAR Whelen Euro Series 2023. Wir sind zu Gast auf dem Circuit Zolder in Belgien und heute entscheidet sich, wer den Euro NASCAR 2 Titel 2023 bekommt. Wir haben insgesamt 2 Rennen im Programm in der zweiten Division. 15 Runden werden da gefahren. Ein Rennen am Samstag, ein Rennen am Sonntag und das auf diesem Circuit Zolder mit einer Länge von insgesamt 4 Kilometern. 16 Kurven müssen hier gemeistert werden. Doch bevor es losgeht, schauen wir erst einmal auf den Championship Leader und das ist niemand anderes als Vladimiros Tsortzis, der im Jahr 2023 bisher 5 Rennen gewonnen hat und vor dem Finale die Meisterschaftswertung anführt. Hier haben wir den Fahrer der Startnummer 5 von Academy, Alex Caffey Motorsports. Schauen wir mal, was der Zyprer hier zu sagen hat vor diesen 2 finalen Rennen im Jahr 2023. Wir hatten da 2 sehr schwierige Rennen im Most und auch in Deutschland. Da hatten wir mit technischen Problemen zu kämpfen. Wir hoffen einfach, dass wir die jetzt abschütteln können und dass wir wieder zu unserer alten Stärke zurückfinden. Dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, den Titel zu gewinnen. Wir müssen hart arbeiten, wir müssen super konzentriert sein. Dann haben wir definitiv hier die Möglichkeit, die Euro NASCAR 2 Meisterschaft zu gewinnen. Also das der Plan von Vladimiros Tsortzis vor dem ersten von 2 Finals hier auf dem Circuit Zolder. Und in beiden Rennen werden doppelte Punkte vergeben. Das sind die Playoffs in der NASCAR Whelen Euro Series. Der Pole-Sitter ist Paul Giuffreau. Auch der hat noch Chancen auf den Titel. Genauso wie Alberto Nasca und unser luxemburgischer Fahrer Gilles Linster in der Startnummer 50 von Hendricks Motorsport, der natürlich von Platz 4 aus in dieses Rennen starten wird, wo auch sonst. Es ist der verfluchte 4. Platz, der ihn gleichzeitig aber auch in diesen Titelkampf hier katapultiert hat. Also Gilles Linster startet neben Alberto Nasca aus der zweiten Startreihe in Startreihe Nummer 1 auf der rechten Seite von uns aus. In der Startnummer 3 von RDV Competition Paul Giuffreau und der wird angegriffen vom Race Art Technology Piloten in der Legend Trophy für Fahrer über 40 Jahren Claudio Capelli. Und hier ist der Führende in der Rookie Trophy auf Umwegen unterwegs. Das war Thomas Dombrowski in der Startnummer 66 von Team Blekemolen. Der Franzose kämpft in der Rookie Trophy gegen Jack Davidson von Marco Stipp Motorsport aus Deutschland. Also das Ganze hat sich jetzt sortiert. Es gab nur diesen einen Dreher von Dombrowski. Auf der ersten Position haben wir Claudio Remigio Capelli, der Italiener mit diesem markanten, langen, grauen Bart. Er führt hier zum ersten Mal in seiner Karriere ein Euro NASCAR-Rennen an. Dahinter haben wir dann Paul Giuffreau und Alberto Nasca und auf der 4. Position, wo auch sonst, Gilles Linster. Und der wird gerade attackiert vom aktuellen Legend Trophy Champion von Melvin de Groot in der Startnummer 69. Der Niederländer wird alles geben, um seinen Legend Trophy Titel hier zu verteidigen. Das ist die Sonderwertung für Fahrer ab 40 Jahren. Capelli, Giuffreau, Nasca, Linster, de Groot und dann erst Vladimiros Tsortzis. Der hatte wieder einmal technische Probleme. Im Qualifying wollte die Startnummer 5 nicht so richtig laufen. Also für den Zyprer sieht es nicht gut aus, obwohl er momentan noch die Führung in der Gesamtwertung inne hat. Paul Giuffreau hat vorne an der Spitze so langsam aber sicher die Faxen dicke und er greift da nach Claudio Capelli. In Kurve 1 versucht das gleich mal auf der Innenbahn. Jetzt gibt es gleich den Crossback auf die Rechtskurve hinaus und da könnte er gleich auf der Gegengeraden dann attackieren, wenn er genügend Schwung mitnimmt vor der ersten richtigen Schikane. Die beiden jetzt Side by Side, Türklinke an Türklinke, aber ich glaube nicht, dass das reicht für Paul Giuffreau. Claudio Capelli bremst spät, kommt gut rein in die erste Schikane und verteidigt hier seine Führung. Giuffreau möchte natürlich unbedingt Champion werden, genauso wie Alberto Nasca. Und der kennt das Drama von Zolder. Im Jahr 2022 hat Alberto Nasca hier im letzten Rennen noch die Meisterschaft verloren gegen Liam Hesemanns. Das ist heute in der Euro NASCAR Pro der Teamkollege von Gilles Linster, der das Auto mit der 50 in der Euro NASCAR 2 pilotiert. Und jetzt wird es vorne an der Spitze so langsam richtig eng, denn auch Alberto Nasca hat sich dazu gesellt und versucht jetzt mal von hinten so ein bisschen Druck zu machen. Auf der 4 weiterhin Gilles Linster aus Luxemburg, der mittlerweile im deutschen Saarland lebt. Giuffreau jetzt auf der Außenbahn, das ist die Chance für Alberto Nasca und na, der wird doch nicht hier 2 mit einem Streich
hier überholen. Doch, das schafft er. Was für eine starke Aktion von Alberto Nasca, der damit die Führung in diesem Rennen übernimmt. Paul Giuffreau zieht gleich innen in Turn 2 rein und kann vielleicht ebenfalls an Claudio Capelli vorbeigehen. So ist es. Claudio Capelli nur noch auf der 3 unterwegs. Der wird da gerade mächtig übertölpelt von der Konkurrenz. Oder hat er vielleicht sogar ein technisches Problem? So sieht's aus. Jetzt geht auch Jelinster vorbei. Neuer Dritter. Patrick Schober spielt da ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Österreicher geht da gerade an Melvin de Groot vorbei. Also Claudio Capelli fällt aus in der Startnummer 18 von Race Art Technology und damit ist die Führung in der Legend Trophy womöglich weg, denn Melvin de Groot hat jetzt gute Chancen, Platz 1 in dieser Wertung zu übernehmen. Alberto Nasca auf der 1 mit diesem unglaublichen Manöver auf der Startzielgeraden und in Turn 1. Dann haben wir auf der 2. Position Paul Giuffreau, dann Jelinster und der wird unter Druck gesetzt von Patrick Schober. Und da haben wir ein kleines Déjà-vu, das kennen wir noch aus dem Deutschlandrennen. Auch da haben Patrick Schober und Jelinster ein tolles Duell gehabt untereinander, das am Ende zugunsten von Patrick Schober entschieden worden ist, der seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg in Oschersleben eingefahren hat. Alberto Nasca hält Paul Giuffreau hinter sich, der Italiener in der 54 von Cal Racing gegen den Franzosen in der Startnummer 3 von RDV Competition. Das ist ein richtig heißer Kampf und die beiden sind in der Saison 2023 auch schon immer wieder aneinander geraten. Es gab schon die ein oder andere Strafe gegen Paul Giuffreau wegen Frühstarts, da war Alberto Nasca nicht ganz happy mit. Aber hier auf der Strecke müssen sie es jetzt untereinander auskämpfen und beide haben hier einen riesen Vorteil, weil Vladimiros Tsortzis vorne an der Spitze nicht mithalten kann. Wird hier vielleicht aus dem Vierkampf ein Dreikampf zwischen Paul Giuffreau, Alberto Nasca und Jelinster? Es bahnt sich zumindest etwas an und Paul Giuffreau ist jetzt dran an Alberto Nasca. Die beiden Side by Side in Richtung Turn 1. Giuffreau auf der Außenbahn, keiner steckt zurück. Es wird verdammt eng zwischen den beiden. Da wird sogar ein bisschen Staub aufgewirbelt. Jetzt geht es rein, zusammen in Turn 2. Giuffreau verliert ein klitzekleines bisschen das Heck. Es kommt zum Kontakt und Alberto Nasca ist raus. Alberto Nasca ist raus. Full Course Yellow. Was war das denn bitte? Wow, was für ein Manöver im Kampf um die Meisterschaft. Und das könnte eine Vorentscheidung gewesen sein. Paul Giuffreau da vorne bleiben. Die Full Course Yellow ist vorbei. Neuer Zweiter, damit natürlich Jelinster. Und wir haben gesehen, dass Melvin de Groot sich jetzt gerade noch an Patrick Schober vorbeigekämpft hat. Das könnte eine Vorentscheidung sein zugunsten von Paul Giuffreau, aber wir hören von der Race Control, von den Rennleitern, dass es hier eine Investigation, eine Untersuchung gegen die Startnummer 3 gibt. Also das könnte noch eine Strafe für diesen Kontakt geben. Wenn ich das aus meiner Sicht zusammenfasse, sind die beiden nebeneinander in diese zweite Kurve gefahren. Dann gab es einen klitzekleinen Wobbler von Paul Giuffreau, der da einmal ganz kurz auf den Curb gekommen ist, auf den Randstein. Es gab eine minimale Berührung zwischen den beiden, also die Investigation, die kann ich schon nachvollziehen. Dahinter geht es jetzt um die zweite Position, Jelinster vor Melvin de Groot und dann haben wir Patrick Schober und der ist bekannt für seine Überholmanöver und er geht hier an Melvin de Groot vorbei, stark gemacht vom Österreicher im Double V Ford mit der Startnummer 27. Jetzt bekommen wir die Information, der Kontakt zwischen Paul Giuffreau und Alberto Nasca wird nach dem Rennen entschieden werden. Also die Rennleitung braucht da womöglich noch die Onboard-Perspektiven aus den Autos, um da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also es könnte sein, dass Jelinster hier gerade virtuell auf dem ersten Platz liegt, sollte Paul Giuffreau eine Strafe bekommen. Aber jetzt hat er wieder alle Hände voll zu tun, Patrick Schober hinter sich zu halten. Der Kampf um Platz 2, vielleicht sogar um Platz 1 zwischen dem Hendricks Motorsport-Fahrer im Toyota Camry mit der Startnummer 50 gegen Patrick Schober aus Österreich im Double V Ford Mustang. Paul Giuffreau fährt zwar vorne weg und der versucht ja auch noch irgendwie den Abstand groß genug zu machen. Es gibt das schwarz-weiß karierte Tuch, aber wir sehen es oben schon. Das ist der erste Sieg in seiner Karriere für Jelinster. Luxemburg steht auf den Beinen. Jelinster gewinnt das Euro-NASCAR 2 Finale von Zolder am Samstag vor Patrick Schober. Leider ist er nicht in der Victory Lane, denn noch heißt der Sieger hier Paul Giuffreau. Aber die Entscheidung kommt seitens der Rennleitung. Paul Giuffreau wird bestraft für den Kontakt mit Alberto Nasca und der Sieger heißt Jelinster.
Es war kein gutes Rennen, sagt Paul Giffreau. Ich möchte, dass eine Meisterschaft niemals so entschieden wird. Es tut mir wirklich leid, das war nicht meine Absicht, dass es da zu einem Kontakt kommt. Obwohl ich sagen muss, ich glaube nicht, dass es ganz meine Schuld gewesen ist. Wir sind da nebeneinander gefahren, er hat ein bisschen die Tür zugemacht und dementsprechend war es dann auch für mich nicht einfach, die Situation zu managen. Aber egal, was die Rennleitung jetzt entschieden hat, es ist so, dass wir nicht wollen, dass eine Meisterschaft so entschieden wird. Ich möchte so meine Rennen nicht gewinnen. Natürlich ist jetzt die Meisterschaft für mich auf dem Silbertablett bereit, aber trotzdem, so richtig feiern kann ich nach diesem Sieg hier definitiv nicht. Das Team hat einen guten Job gemacht, ich hatte ein tolles Auto, das kann ich sagen und dann schauen wir mal, was morgen passiert. Also es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Meisterschaft nachzudenken, sagt Paul Giffreau. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf den Rennsonntag und dann schauen wir mal, was für uns möglich ist. Tja, Jill-Lindster kann nicht ganz oben feiern, denn die Entscheidung kommt erst nach dem Podium, aber er ist ein Sieger in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. In der Rookie Trophy gewinnt Jack Davidson vor Nicholas Strickler. In der Legend Trophy haben wir auf Platz 1 Melvin de Groot vor Roberto Benedetti. In der Lady Trophy gewinnt Ariana Casoli. Das war's also mit dem Rennsamstag. Wir springen gleich rein in den Rennsonntag. Und es fehlt natürlich eines. Ein echtes Siegerinterview mit unserem Luxemburger, mit Jill-Lindster. Das lassen wir jetzt mal im Originalton hier stehen. Ich habe Lindster nämlich vor die Kamera bekommen. Yeah, that's for sure amazing. I had the feeling already yesterday, so actually I felt that could be a good result for us. And yeah, very happy right now. Just talk us through the race. You saw the incident. You had a great battle with Patrick Schober. How intense was it for yourself? Yeah, actually, like very intense. Like having someone in the back here on the track, it's you feel the pressure. There are so many places where you can overtake. So yeah, you have to change a little bit the lines, and for sure the pressure here was a little higher than on other tracks. Right now, you're not fourth anymore in the championship. You're third, and it's just a couple of points to maybe become the champion. Do you think about this? Oh yeah, for sure. I think if I can get it, I will take it. Yeah, it's not. We are really not far away now to win the championship. But what does it take? A win, for sure. I have to get the next win. And then, yeah, it's also a little bit the competition that needs to have some good fights. Also Jill-Lindster freut sich riesig über diesen ersten Sieg in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Es ist ein unglaubliches Gefühl, insbesondere hier auf dem Circuit Zolder, einer Strecke, an der man an vielen Stellen überholen kann. Es war für ihn ein ganz besonderes Rennen und er freut sich auch riesig darüber, endlich einen Siegeraufkleber auf sein Auto kleben zu dürfen. Das war für Lindster etwas ganz Besonderes und jetzt hat er natürlich noch die Möglichkeit, den Titel zu holen und er sagt, wenn er schon irgendwie geflogen kommt, dann nehme ich ihn natürlich auch mit. Das zweite Rennen, die Titelentscheidung in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Auf der Pole Position Paul Giffreau im Auto mit der Startnummer 3. Der hat gute Chancen, trotz der Strafe noch hier den Titel zu holen, weil Vladimiros Dsortzis wieder am Schwächeln ist. Jill-Lindster muss ein wenig auf Schützenhilfe hoffen. Paul Giffreau muss weit zurückfallen. Jill-Lindster muss gewinnen. Da haben wir wieder ein Auto abseits der Strecke. Ich konnte leider nicht ganz erkennen, wer es war. Ich dachte erst Roberto Benedetti, aber die 88 haben wir hier auf der Strecke. Also einer ist da definitiv ein bisschen im Rallycross-Modus unterwegs gewesen. Paul Giffreau führt hier vor Martin Dubek. Das ist der Tscheche, der ebenfalls wie Jill-Lindster für Hendricks Motorsport an den Start geht und im Jahr 2021 die Euro-NASCAR 2 Meisterschaft gewonnen hat. Lindster auf der 3. Dahinter haben wir dann Patrick Schober auf der 4. Alberto Nasca ist 5. Auch der braucht jetzt Schützenhilfe. Der braucht einen Sieg. Der Italiener in der Startnummer 54 von Cal Racing. Und der muss hoffen, dass Paul Giffreau einige Plätze verliert. Dann hat natürlich auch Alberto Nasca noch Chancen auf den Titel. Vladimiros Dsortzis liegt ganz, ganz weit hinten. Auch für den sind es nur noch Außenseiterchancen, denn Paul Giffreau fährt vorne an der Spitze auf und davon. Also das wird womöglich hier die Entscheidung sein. Paul Giffreau unschlagbar auf dem Circuit Zolder, obwohl es hier ziemlich geregnet hat. Die Strecke sehr, sehr schwierig zu befahren war aufgrund der Bedingungen. Es trocknete ab, dann regnete es wieder, dann trocknete es wieder ab. Auch die Reifenwahl war in den Euro-NASCAR Pro Rennen sehr, sehr schwierig. Deswegen war das hier gar nicht so einfach. Wir sehen hier aber auf der Startzielgeraden ist es mittlerweile ziemlich trocken geworden. Weiter hinten in den Wäldern, da hat die Strecke etwas Wasser noch auf dem Asphalt liegen. So, die ersten Runden sind durch. Hier haben wir mal Vladimiros Dsortzis. Mann, ist das bitter. Der hat so eine gute erste Saisonhälfte hier gezeigt. Und dann Most und Deutschland, das waren die Knackpunkte. Da ist er zu weit zurückgefallen.
Klar, er ist als Championship Leader hier nach Zolder gekommen, aber er hätte sein A-Game auspacken müssen und das hat nicht geklappt. Claudio Capelli kämpft hier gerade gegen Melvin de Groot. Da geht es um die Legend Trophy. Melvin de Groot hat gute Chancen, diese Sonderwertung zu verteidigen. Der Kampf um Platz 8. Tzotzis, Roberto Benedetti und Fabrizio Ametta im The Club Auto mit der Startnummer 55. Der liegt da gerade vor dem Auto mit der 88 aus dem Hause Karl Racing, das ist Benedetti. Und dann haben wir die 5 von Academy Alex Caffi Motorsport mit Vladimiros Tzotzis am Steuer. Vorne an der Spitze hat sich nichts getan. Paul Geffroy führt dieses Rennen an und dominiert es vor Martin Dubek. Auf der 3 haben wir Gil Linster vor Patrick Schober, dann Alberto Nasca, dann Melvin de Groot und dann Claudio Remigio Capelli. Linster muss sich verteidigen, Patrick Schober kommt innen rein, hier stark gemacht vom Österreicher in der Startnummer 27. Fällt Gil Linster vielleicht noch ein letztes Mal in dieser Saison auf diesen, ja, verfluchten 4. Platz zurück. Womöglich, denn das war stark gemacht von Schober, der hier die 3. Position übernimmt. Linster also momentan Platz 4. Aber er hat gezeigt in dieser Saison, der Luxemburger, dass er immer wieder Nadelstiche setzen kann. Die Konstanz war definitiv da. Das war seine große Stärke. Kaum ein Rennen ist er außerhalb der Top 5 ins Ziel gekommen. Nur in Deutschland hagelte es einmal Strafen und deswegen ist er da in die Bedrulle gekommen, mal nicht in den Top 5 ins Ziel zu kommen. Ansonsten war Gil Linster eine Macht, was die Konstanz angeht. Jetzt fehlen vielleicht noch so 2, 3 Rennsiege pro Jahr. Dann hat er Chancen, den Euro-NASCAR 2 Titel zu holen. Hier haben wir den Kampf um die 14. Position. Wir fahren mit Erik de Doncker, der im deutschen Team Bream Motion an den Start geht. Der Euro-NASCAR-Veteran ist zurück und er kämpft hier mit Paolo Valeri und es gibt den Kontakt in Turn 1. Beide fliegen sie ins Kiesbett. Das war natürlich ein Fehler von Erik de Doncker. Wir haben eine Full Course Yellow. Beide Autos stehen noch hier im Graben. Sie werden schnell geborgen und dann geht es weiter. Green Flag is back in the air. Und da haben wir gerade gesehen, dass Alberto Nasca Probleme hat. Der wurde da nämlich von Melvin de Groot überholt und der Niederländer, der ist verdammt stark bei diesen Restarts nach den Full Course Yellow Phasen. Da hat er immer wieder einige Positionen gut gemacht. Ich kann aber schon so viel verraten. Es gibt einige Investigations in diesem Rennen aufgrund des Verhaltens der Fahrer unter Full Course Yellow und auch bei den Restarts. Hier haben wir Vladimiros Tzotzis, der hat jetzt Claudio Remigio Capelli vor sich auf der Startzielgeraden. Da saugt er sich heran, der Zyprer in der Startnummer 5. Natürlich fährt hier Claudio Capelli einmal ganz kurz auf die Kampflinie. Jetzt müssen wir aber schauen, ob er sich überhaupt wehren kann. Ja, kann er. Stark gemacht. Einfach seine Linie behalten. Das ist auch eine dieser Stärken von Claudio Capelli. Und plötzlich sind hier einige Fahrer abseits der Strecke unterwegs. Das waren Alberto Nasca und Claudio Capelli. Es fängt an zu regnen und die Fahrer sind hier natürlich auf Slicks unterwegs. Capelli kommt hier wieder von der Strecke ab. Es wird verdammt rutschig auf dem Circuit Zolder. Man sieht es sogar am Bild jetzt gerade. Es kippt hier wie aus Eimern. Mann, jetzt wird es nochmal zu einem echten Drama. Und das könnte die Meisterschaft noch einmal umkrempeln. Keiner wird hier an die Box kommen, um die Reifen zu wechseln. Das dauert einfach viel zu lange. Und deshalb werden sie hier alle diesen heißen Tanz wagen auf Slicks, obwohl es so heftig regnet hier in den Wäldern von Limburg. Auf der ersten Position weiterhin RDV Competition Fahrer Paul Geffroy, während wir wieder onboard bei Vladimiros Tzotzis unterwegs sind. Und der filmt uns da das Auto von Alberto Nasca. Die Startnummer 54. Also es scheint so, dass Nasca sich hier schon aufgegeben hat. Da fehlt es ein bisschen an Gegenwehr. Der glaubt wohl nicht mehr daran, dass er hier nach diesem, ja, kontroversen Kontakt mit Paul Geffroy am Samstag noch eine Chance auf den Titel hat. Hier wird er von Vladimiros Tzotzis überholt. Also es gibt definitiv Probleme bei Alberto Nasca. Oder er kommt mit diesen schwierigen Bedingungen einfach nicht so gut zurecht. Da haben wir Paul Geffroy und er bekommt jetzt hier die Information. Eine Runde noch, die Ehrenrunde für Paul Geffroy. Er wäre der Champion 2023, wenn er diese Runde auf Platz 1 noch beendet. Martin Dubek ist kilometerweit entfernt. Das sollte eigentlich nur noch reine Formsache sein für den RDV Competition Fahrer aus Blei, der hier mit seinen 19 Jahren die Euro-NASCAR 2 Meisterschaft aufmischt. Was für ein Talent. Im Jahr 2022 ist er in die Euro-NASCAR eingestiegen, damals noch mit Speedhouse unter den Fittichen von Luca Lasser. Dann ist er zu RDV Competition gewechselt, zu Franck Violas
Und dann hat er mit Frédéric Gabillon dieses Programm aufgebaut. Gabillon ist die ersten Rennen noch in der Euro-NASCAR Pro gefahren, musste dann aus Budgetgründen aber zurücktreten und dann hat Paul Giffrot das Auto auch in der Euro-NASCAR Pro übernommen und diese doppelte Tracktime war mit Sicherheit auch einer der Schlüssel zum Erfolg im Jahr 2023. Und jetzt hat er rund noch 2 Kilometer vor sich, der Paul Giffrot, ehe er sich Euro-NASCAR 2 Champion 2023 nennen darf. Oh, da stand doch gerade Alberto Nasca. Da stand Alberto Nasca, der hier sogar noch überrundet wird. Der wurde blockiert und abgeschossen von Ariana Carsoli, die dafür auch bestraft worden ist. Also für Alberto Nasca, hier sehen wir es auch nochmal im Bild, war das hier auf dem Circuit Solda wirklich der Super-GAU. Das absolute Worst-Case-Szenario ist eingetroffen für den Italiener und wieder einmal ist die Meisterschaft futsch im letzten Rennen. Mann, Mann, tut der Alberto Nasca mir leid. Der eine wird fluchen, der andere wird jubeln und dieser andere ist Paul Giffrot. Es sind jetzt nur noch wenige Meter bis zur Ziellinie. Der Euro-NASCAR 2 Champion 2023 heißt Paul Giffrot. Giffrot gewinnt das Rennen vor Martin Dubek und Patrick Schober. Vladimiros Tsortzis wird Vierter und wir müssen schauen, Jelinster auf der 6. Position. Da gab es noch Strafen nach dem Rennen. Die Gesamtwertung wurde dann nochmal ordentlich durchmixt und das hier sind die Championship Burnouts, die Donuts von Paul Giffrot, der es geschafft hat, sich hier zum Euro-NASCAR 2 Champion 2023 zu krönen. Wir schalten runter in Richtung Victory Lane, denn da habe ich Paul Giffrot ans Mikrofon bekommen. Es ist einfach nur unglaublich. Ich kann die Emotionen nicht in Worte fassen. Das Team hat mir ein großartiges Auto gegeben. Es hat sich wirklich perfekt angefühlt. Wir haben so hart dafür gearbeitet. Ich muss mir jetzt immer wieder noch selbst sagen, dass ich der europäische NASCAR-Meister bin in der Euro-NASCAR 2. Ich danke wirklich allen, die mich unterstützt haben auf diesem Weg. Ich bin einfach nur super dankbar. Wie war es auf den letzten Runden im Regen, das Auto noch zu kontrollieren? Hier meine Frage. Es war wirklich super schwierig. Es war so, als ob wir quasi im Kart unterwegs gewesen sind. Ich habe dann versucht, die Linie einfach ein bisschen anzupassen, aber das Auto ist wirklich eine Menge gerutscht. Dubek war hinter mir super schnell und ich wusste, wenn ich nur einen einzigen Fehler mache, dann ist die Position womöglich weg. Also, wir haben hier wirklich alles gegeben, wir haben überlebt und am Ende so den Titel geholt. Also Glückwunsch an Paul Giffrot. Er schafft es hier vor Vladimiros Tsortzis auf Platz 1 und Dritter in der Gesamtwertung Jelinster vor Patrick Schober, Martin Dubek und Alberto Nasca. Unser Luxemburger hat es hier wirklich noch auf das Gesamtpodium geschafft. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an Hendricks Motorsport, an Jelinster, den wir jetzt hier ganz rechts im Bild haben, zusammen mit Paul Giffrot, dem Champion, und Vladimiros Tsortzis. Die Rookie Trophy geht an Jack Davidson von Marco Stipp Motorsport, Melvin de Groot verteidigt die Legend Trophy und Ariana Carsoli gewinnt zum 4. Mal in ihrer Karriere die Lady Trophy. Das war sie, die Euro-NASCAR Saison 2023. Mein Name ist André Wiegold. Ciao!